herzlich willkommen zu der ersten Folge von Luzi baut um! Ihr habt sicher bemerkt, dass ich momentan so gar keine YouTube-Videos mehr auflade und mein YouTube-Kanal seit ein paar Wochen, Monaten ein bisschen tot ist. Der Grund für das ist eigentlich der Raum hier. Wow! Das Problem ist einfach, der Raum, wie ihr seht, ist ein bisschen abgefuckt, ein bisschen abgeranzt. Und ihr müsst halt noch relativ viel Zeit investieren und Arbeit, um den Raum ein bisschen aufzumalen, damit es ein schönes Setup gibt. Und dadurch, dass ich selber Handwerker bin, kann ich das alles alleine machen. Und ich habe gedacht, dadurch, dass ich gerade momentan nichts machen kann, außer den Raum umbauen, weil Konzerte fallen aus, man darf sich nicht so oft mehr mit Kollegen treffen und der ganze Scheiß, wie es die momentane Situation halt. Ja, es ist scheiße für alle. Dann transitionen wir doch mal gerade mal in den hinteren Raum. Zack, da bin ich wieder. Ich habe schon ein bisschen angefangen und habe dann gemerkt, ja, per Hand rausrupfen, das ist irgendwie lame. Deswegen habe ich Werkzeug mitgenommen. Das hier ist ein Headlaser. Mit dem richtigen Umgang kann man recht viel Damage anrichten. Let's go! So, der erste Raum ist clear. Nur noch 1, 2, 3, 4, 5 more to go. Was ist jetzt passiert? Wieso? Ich habe ein anderes Shirt an. Hä? Ich glaube, ich habe mich durch Raum und Zeit teleportiert. Ich muss vorsichtiger sein mit meiner Kraft. Ja, dann zurück zum Video. Inzwischen. So. Da habe ich eigentlich überall das Laminat rausgerupft. Ausser halt jetzt hier in diesen dunklen, düsteren Räumen. Und dort lasse ich es drin, weil es gibt wahrscheinlich einen Lagerraum und ja, jetzt tue ich nachher noch Staubsaugen da rein. Da bin ich eigentlich recht zufrieden, nur etwas stört mich. Das ist der Türrahmen hier. Das reingebastelte hure Scheissding. Ich weiss, ich könnte jetzt hier alle Schrauben lösen und das fachmännisch entfernen, aber dann wäre ich einfach nicht der Luzi. Und ich meine, für etwas habe ich das Brecheisen mitgenommen. So, nach mehreren Stunden, mit Hilfe von Jörg. Oh Jörg! Oh. Haben wir es geschafft, so halbe mal das ganze Paket rauszurupfen, den Boden und recht am ersten das Arbeit gewesen. 12 Sekunden später. Wir fangen heute noch an, Decke zu streichen. Was für eine Farbe? Hellblau! Hellblau! Genau an dem Zeitpunkt haben ich und Jörg gefunden, nein, es geht auch irgendwie einfacher. Deswegen habe ich eine Spritzpistole zugetan und habe dann die ganze Decke angefangen zu spritzen. Also, wie man sieht, ich bin relativ fest von Farbe. Ich hätte vielleicht andere Kleider sollen anlegen, aber ja. Da sieht man, ich bin relativ reingekommen. Jetzt mit 2 Farbkesseln. Nachdem ich herausgefunden habe, dass die Farbe, obwohl das drauf steht, wir sollten sie nicht verdünnen, dass es viel besser geht, wenn sie verdünnst.
Genius Move. Jetzt ist einfach relativ viel blau, inklusive meine Schuhe, meine Brille und meine Lederjacke. Aber, ja. Der nächste Schritt ist dann mal noch ein bisschen mehr Farbe zu posten und die gesamte Decke noch hellblau anzusprühen. Ich denke mal, das ist mal der Schluss vom ersten Teil. Wie sieht es im nächsten?